Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, es geht wieder los nach der Länderspielpause. Wir gehen wieder rein in beschäftigte Wochen und wir starten natürlich rein mit der PK vor dem bayerischen Derby gegen den FCA. Ja. Bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert doch sehr gerne den Kanal. Es ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach, was ich so tue. Ja, vielen lieben Dank, wenn ihr das tun solltet oder es schon getan habt. Und damit gehen wir rein in den Bums. Abfahrt. 8 Spiele sind es noch bis zum Jahresende. Den Auftakt macht der FC Bayern morgen 8 Spiele, Leute, dann ist schon wieder ein Jahr rum. Wild, oder? im Derby zu Hause gegen den FC Augsburg. Willkommen zur PK mit Vincent Kompanie und Max Eberl. Beide sind Ich wollte gerade sagen, sprich mal ein bisschen ins Mikro rein, Dieter. Was ist denn da los wieder? bereit für eure Fragen. Dann fangen wir heute an mit der einzigen Lady, Hanna Reif, für Merkur und TZ, bitte. Ja, Herr Kompany, Sie haben eine Woche freigegeben, letzte Woche. Wie voll sind die Akkus von denen, die frei hatten, und wie leer sind die Akkus von denen, die zurückgekehrt sind von der Nationalmannschaft? Ja, ich hätte das gerne für jede Spiele gemacht natürlich, aber nein, ich glaube, dass viele Nationalspieler zurückgekommen sind mit sehr viel Selbstvertrauen. Wir haben auch viele Tore gemacht, viele Spiele gewonnen. Und es war einfach wichtig für uns, dass wir nicht nur schauen auf jetzt, aber auch auf die Zukunft. Wir haben noch dieses Weltmeisterschaft in Juni und das ist dann ab Mitte Juni bis Mitte Juli oder so mit Conference League für diese Spiele und so. Und es hat einfach vielleicht, ich hatte das vorher noch nie gemacht, aber mit was auf uns Zukunft, wie gesagt, hätte ich gerne gehabt, dass das für alle möglich war. Aber gut, für einige war das der Fall und die haben diese Woche schon sehr hart trainiert und die sind gut drauf. Dahinter Maximilian Koch für die Abendzeitung, bitte. Ja, was ist das auch für eine Frage? Also, natürlich werden die jetzt da waren und vielleicht ein paar Tage Pause hatten, in der Regel ein bisschen frischer sein. Ob das der Leistung gut tut, weiß man auch nicht immer. Ne? Haben wir ja auch schon oft erlebt, wenn wir dann mal so eine komplette Woche frei hatten, dass dann so ein Leistungseinbruch da war. Wir werden es sehen. Aber natürlich sind das viele Spiele. Es gibt noch die Club-WM am Ende der Saison, wie er richtig sagt. Ja, und Belastungssteuerung wird immer wichtiger werden. Ich meine, wir sehen es ja, wir haben jetzt mit Palhinha den nächsten Ausfall. Also, ja, wild. Herr Kompanie, wie ist Ihre Prognose bei Alex Pavlovic? Wann kann er wieder spielen und wie sieht es sonst mit Wen? Personal Pavlovic? Ja, ich werde das immer wieder sagen, ich bin kein Arzt, also ich habe das Gefühl, dass es gut aussieht natürlich, weil der Junge läuft und trainiert schon manchmal mit bei uns, aber es ist natürlich eine Schulterverletzung, also es geht um Zweikämpfe und nicht auf den Boden fallen und solche Sachen, man muss einfach die Zeit lassen. Wann, weiß ich nicht genau, ich will auch nicht die Druck machen auf irgendeine, aber es ist junge Spieler wichtig, dass er einfach fit zurückkommt und dann wieder seine Leistung zeigen kann. Sonst Personal? Ja, Personal, ich glaube, Sie haben dasselbe geschrieben. Wir haben natürlich Palhinha, die rausgefallen ist beim Nationalmannschaft. Das ist immer schade natürlich. Und dazu kommt auch noch Mathis Tell, die einen Schlag bekommen hat, auch in der Nationalmannschaft. Und, es ist immer die einzige Schreck, dass wir haben als Trainer, dass ein Spieler weggeht und dann verletzt zurückkommt. Aber letztendlich, wir haben immer gesprochen über unsere Kader und unser Vertrauen bleibt natürlich, dass wir die Spieler haben, auch weiter die Ergebnisse zu holen. Ja, also das sehe ich ähnlich. Mathis Tell hat jetzt eh keine Rolle gespielt, wenn wir ehrlich sind. Und du hast einen Ibrahimovic, du hast einen Iran Kunda, eine Stufe weiter unten. Also es ist nicht so, dass wir keine Alternativen auf dieser Position hätten, wenn wir da jemanden benötigen. Palhinha-Ausfall wird schon schwer wiegen. Ja, wir werden hinten wieder, denke ich zumindest, ein bisschen wackeliger werden. Aber das werden wir sehen jetzt im Spiel gegen Augsburg. Ich sehe Leon da nicht als erste Alternative, sage ich euch ganz ehrlich. Ich sehe eher einen Conny Leimer dann als Achter auf dem Feld. Ich bin sehr gespannt, wer es sein wird. Ansonsten haben wir da natürlich auch noch ein, zwei junge Spieler unten drunter. Wir werden es sehen. Vielleicht wird er aber auch ein Musiala als
offensiveren Achter bringen. Und dann noch jemanden vor Musiala. Wir werden es sehen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht hören wir ja noch ein bisschen was dazu. Mal gucken. Daneben dran bitte. Ein neues Gesicht, ja? Wenn du kurz sagst. Hallo, Maxi. Leroy Sané. Wie? Hallo Maxi. Was ist das denn? Kann ich auch einfach da hingehen und sagen, hallo Kai, ich bin's. Der Red. Ist ja wild. Kannst du kurz sagen, wer du bist? Ja, hallo Maxi. Wild. Geil. Fühl ich. Er hat unter der Woche ja gesagt, dass ihm dass beim Vertragsverhandlungen das Gehalt zweitrangig ist. Wichtiger sei ihm die Rolle im Verein und wie der Verein ihn auch sieht. Deswegen die Frage an dich, wie sieht... Ja, welche Rolle soll er denn gerade haben bei uns? Ich bin mal gespannt, er wird wahrscheinlich wieder diplomatisch antworten, aber wir sehen doch die Rolle, die Leroy Sané gerade hat. Ja. Also ich denke, er ist die klare Nummer 2 hinter Michael. Also. Siehst du ihn und was könnte er auch in Zukunft noch bewirken? Ja, aber ich kenne Leroy natürlich schon vielleicht sogar länger als euch. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt... Aber erstmal schön, Servus an Maxi und schön, dass mal ein neues Gesicht da ist und schön, dass es auch nicht so eine komplette 0815-Frage ist. In diesem Bereich 4 Spieler, natürlich Mathis Tel kann auch in dieser Position spielen, aber eher im Zentrum gespielt für uns diese Saison. Aber wir haben 4 oder 5 Weltklasse Flügelstürmer und Leroy gehört dazu. Und ich glaube, dass wir in diesem Moment nicht viel Unterschied gemacht haben in die Rolle von diesen Spielern. Michael Olise war top, das haben sie selbst geschrieben so oft. Und das ist Leroy jetzt in diesem Moment und das war Serge Gnabry und Kingsley Coman. Und in diesem Bereich will ich jetzt einfach diese Konkurrenz so. Keine Ahnung, wo Leroy jetzt in dem Moment top war und nur ansatzweise auf einem Level, was ein Michael bisher die Saison hatte. Also wilder Take. Behalten, dass wir einfach sehr zufrieden sein mit 4 Weltklasse-Flügelspieler und Leroy gehört natürlich dazu. Und ich kenne seine Qualität schon seit vielen Jahren natürlich. Ja, und er wird auch seit vielen Jahren, hat ihn lange genug erlebt, noch als Mitspieler bei Manchester City. Er wird auch wissen, dass ein Leroy dann pro Saison 2-3 Mal wegbricht. Ja, weil er einfach dann irgendwie ihm was gegen den Strich geht und er dann nicht imstande ist, seine Leistung zu bringen. Ich denke auch, das wird ein Vincent Kompany wissen und ich gehe davon aus, dass ein Sané den Verein verlassen wird. Hier vorne, Stefan Kumberger für Sport 1, bitte. Ja, hallo. Frage an Max. Du hast viele Verhandlungen zu führen derzeit. Ich weiß. Max hat aber auch wieder einen heißen Stil drauf heute, oder? Ihr seht es jetzt gerade nicht, aber wird er wahrscheinlich gleich groß ins Bild kommen. Ja. Hemdjacke oder was? Mit so einem Adidas-Logo drauf? Oh. Du gibst keine Wasserstandsmeldungen ab, aber wie wichtig ist denn der zwischenmenschliche Faktor bei solchen Verhandlungen? Es geht ja viel um Zahlen, aber man muss sich ja, glaube ich, auch zwischenmenschlich gut verstehen. Es sollte dann immer so sein, dass man eine sehr gute Basis hat, sowohl mit dem Spieler, das ist ja dann auch ein großer Verdienst vom Trainer immer, dass man eine gute Basis hat, die Spieler sich wohlfühlen, weil wir reden zwar immer über Verträge, über Fakten, über Geld, aber und das war ja auch die Frage davor gewesen, dass man auch eine Zwischenmenschlichkeit braucht, dass man sich in einem Verein wohlfühlen muss, dass man sich wertgeschätzt fühlen möchte, dass wir trotzdem im Leistungsbereich sind, wo man nicht... Wohlfühlen gehe ich voll mit, ja. Dieses wertgeschätzt fühlen, ganz ehrlich, das geht mir so auf die Eier. Diese Aussagen mit, ja, ich fühle mich hier nicht wertgeschätzt. Alter, wenn du 20 Millionen im Jahr verdienst, wie viel Wertschätzung möchtest du haben? Na, halt einfach die Fresse, Alter. Punkt. Ja, das will ich von keinem dieser Spieler hören. Sorry. Ja, da können wir drüber reden, wenn ihr alle auf ein Level wärt, wenn ihr alle irgendwie normal verdienen würdet, dann können wir darüber reden, ob man dann sich durch gewisse Aktionen oder Nicht-Aktionen wertgeschätzt fühlt. Ich denke, wenn wir über Leistungssport reden und das Spieler sind, die 20 Millionen verdienen und noch 10 andere Spieler im Kader sind, die nur 8 Millionen verdienen, dann brauchen die 20 Millionen verdienen, nicht über fehlende Wertschätzung des Vereins reden. Ja, sorry. Fühle ich nicht. Wohlfühlen im Verein, alles gut, fühle ich 100%. Ja. Das muss passen innerhalb der Mannschaft, man muss sich im Verein wohlfühlen. Aber dieses Wertschätzungsgelaber immer, Junge, da kriege ich zu viel.
nichts versprechen kann, was passiert. Das ist normal. Und mit den Beratern oder mit den Agenturen ist es halt so, dass man natürlich kämpft, in Anführungsstrichen. Also der eine hat seine Position. Das wollte ich ja gerade auch noch sagen, wa? Mal abgesehen von Josh, wer ist denn, da sitzt doch kein Spieler bei einer Vertragsverhandlung. Da sitzt kein Spieler, der sitzt wahrscheinlich noch nicht mal mit seinem Berater da. Wenn das irgendwann entschieden ist, dann setzt er sich dahin für die Presse, unterschreibt den Vertrag obligatorisch und es gibt ein Foto. Ja, aber ansonsten hat der Spieler damit gar nichts zu tun. Ja, der sagt seinem Berater, jo, kannst für das und das verlängern oder halt nicht. Also, Katastrophe. Wir haben unsere Position und dann versucht man immer einen Weg zu finden, aber das ist eben mein Ansinnen, immer das auf einem guten Level, einem guten Niveau, gute Stimmung auch dabei zu haben, weil am langen Ende wollen wir beide dasselbe. Man möchte den. Das ist vollkommen richtig, ja, das sehe ich genauso. Da muss man ja jetzt nicht irgendwie, was weiß ich was, Feindbilder aufbauen oder sonst was. Das sollte ja auch klar sein, oder? Den Spieler eben bei Bayern München entweder unter Vertrag nehmen, wenn er von außen kommt, oder in der Regel auch den Vertrag verlängern, so wie es bei einigen Spielern jetzt gerade der Fall ist. Und das passiert natürlich besser, wenn man ein gutes Gesprächsklima hat, als wenn man dauernd auf Konfrontation geht. Was nicht heißt, dass man auch mal sagen kann, stopp bis hierher und nicht weiter. Das ist auch normal. Aber das eben auf einem respektvollen Niveau. Dann eben Mario Krischl für den Kicker, bitte. Ja, servus, eine Frage an beide, Vincent. Der Max ist aber auch noch nicht lange wach, wa? Der wirkt auch nicht ganz fit. Min Jae Kim hat sich ja in dieser Saison deutlich stabilisiert, hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen bis jetzt. Wie nimmst du ihn wahr? Was sind für dich seine größten Stärken? Und auch an Herrn Eberl, Sie haben ihn ja zumindest in der Endphase der letzten Saison auch hautnah erlebt. Nehmen Sie irgendwelche Unterschiede wahr? Ist er irgendwie vielleicht lockerer geworden, noch besser angekommen? Ja, danke. Ja, ich war natürlich Verteidiger in meiner Karriere, also ich habe diese Beziehung immer natürlich zu die Rolle von der Innenverteidigung, wie schwer das auch manchmal sein kann. Und als Innenverteidigung kannst du manchmal nicht auf ein Spiel zeigen, wie gut du bist. Du brauchst 5, 10, 15 Spiele und dann sagen die Leute irgendwann auf Dauer, hey, die haben das nicht schlecht gemacht. Das ist manchmal die Rolle von Innenverteidiger und ich habe von Anfang an gesehen, dass das in diesem Bereich für uns eigentlich, wenn die Stürmer im Training nicht gerne trainieren gegen deine Verteidiger, wenn es keinen Spaß macht für die Stürmer im Training, dann bist du schon auf einem guten Weg. Und das habe ich einfach sofort gesehen, dass es keinen Spaß macht gegen Upa oder Min Jae oder Hiroki. Und natürlich wir haben viele Verteidiger, die jetzt ausgefallen sind, und Stani. Aber das habe ich im Gegen Erik macht Spaß, oder was? Training gespürt. Und danach ist es immer eine Sache für diese Verteidiger, dass die einfach. Ja, für Erik ist der Zug leider auch abgefahren bei uns, wa? Der wird sehr wahrscheinlich auch wieder, ja, so schnell gehen, wie er gekommen ist, denke ich. Immer die Hilfe bekommen von der ganzen Mannschaft im Verteidigen, dass es nicht nur eine ist, aber allen zusammen. Und weiterhin auch, dass die einfach diese 5 oder 10 oder 15 Spiele bekommen. Erik Dyer natürlich auch, aber 5 oder 10 oder 15. Erik ist doch noch da, aber gegen ihn ist nicht so unbequem zu spielen. Zu trainieren, sorry. Spiele bekommen, damit die einfach in Dauer zeigen, dass die Qualität haben. Deswegen, ich meine nur, Problem ist im Training, wenn die Stürmer immer zufrieden sein und immer froh sein. Und wenn es zu einfach ist, dann weißt du, wir kassieren Tore diese Saison. Aber ich hatte nie dieses Gefühl. Und klar, jeder will besser werden und das war auch das Ziel für, glaube ich, jeder Spieler in dieser Mannschaft. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit den Spielen, die wir haben und ich habe eigentlich nicht gezweifelt, auch nicht, wenn das für euch vielleicht ein Thema war. Für mich, für uns war das nicht einmal ein Thema. Ich mag es, dass er da nicht jetzt so die Frage so beantwortet, wie sie gestellt wurde. Ja, weil wir müssen, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist auch das, was ich an Vinny mag, auch bei Lieboy gerade. Ja? So, da wurde nicht drauf eingegangen, oh ja, er ist der Geilste, der Schönste und
Auch bei Minje jetzt, ja. Da wurden alle 4, gut, Erik ein bisschen außen vor, der scheint ja auch generell außen vor zu sein, so ein bisschen leider. Er hat ihn dann ja noch nachgeschoben. Aber er nimmt halt alle ins Boot und beantwortet nicht da die Fragen, oh ja, das ist jetzt seine große Stärke oder ja, er ist jetzt super wichtig für das Team. Das sind die Spieler am Ende des Tages nicht, ja. Wenn die Spieler gute Leistungen bringen, natürlich sind sie wichtig, ja, aber kein Spieler steht über diesem Team oder kein Spieler. Wenn Leroy Sané den Verein verlässt, wen juckt's? Ja, wenn Min-Jae Kim den Verein verlässt, ja, wen juckt's? Ja, klar bringt Min-Jae Kim gerade überragend gute Leistungen, aber dann ist ein anderer Spieler da, ja. Dasselbe gilt für jeden Spieler in dieser Mannschaft. Vielleicht immer Harry Kane raus. Ja? Aber ansonsten, ja, wen juckt's? Wenn Josh seinen Vertrag nicht verlängert, wen juckt's, Alter? Mich juckt's nicht. Ja, er hat diese Saison gute Leistungen gebracht. Alles fein. Aber dann ist das so. Kein Spieler ist größer wie dieser Verein und dann spielt da jemand anders. Ja? Punkt. Dann spielt Palhinha den Sechser und Pavlovic den Achter. Ja, ich denke, dann haben wir auch eine sehr, sehr gute Zentrale. Und so kannst du das durchgehen, ja, in dieser Mannschaft. Ja, vielleicht Musiala noch, das wäre schwer, da hätten wir jetzt keinen Ersatz, da müssten wir wahrscheinlich Paul Wanner nehmen oder man müsste sich ernsthafter mit Florian Wirtz beschäftigen oder sowas. Aber ansonsten, ja. So, und das ist, was ich an Vinny so mag, dass er diese Fragen halt, er wiegelt sie nicht rigoros ab, sondern wenn diese eine Frage kommt, nimmt er alle Spieler, die auf diesen Positionen spielen, mit ins Boot und beantwortet diese Frage, aber auch jetzt nicht auf diesen einzelnen Spieler bezogen. Ja. Und das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, weil das ist, was uns die Vergangenheit auch immer, ja, wir haben uns immer, gerade letzte Saison, auch immer an den einzelnen Spielern hochgezogen. Jede PK, entweder war Müller Thema, Leroy war Thema, der war Thema. Immer die gleiche Scheiße und immer wurde diese Scheiße beantwortet. Ja. Und dass das dann auch nicht für ein Mannschaftsklima gerade zuträglich ist, sollte auch klar sein. Ja. Da ist dieser Weg viel, viel besser, den der Vinny geht. Hier gibt es ja, glaube ich, die Geschichte ist ein bisschen zweigeteilt, weil ich glaube, als Minje letzten Sommer kam, also Sommer 23, richtig? 23, ja, keine Vorbereitung. Hat er ja eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt, wie übrigens Bayern München in Tuto. Naja, ich sage mal so, wir haben viel ausgeglichen, was Minje gemacht hat. Ja, Zweikampfverhalten war stark, aber wie viel katastrophale Ballverluste und Fehlpässe er hatte, war wirklich eine Katastrophe in der Hinserie. Also, das sehe ich persönlich ein bisschen anders. Ja, defensiv war das ordentlich, Zweikämpfe hat er gewonnen und so weiter, aber wie gesagt, Spielaufbau und Fehlpässe und Ballverluste, das war eine Katastrophe. Ey. Also wir haben ja, ich glaube, Bayern München war 2 Punkte hinter Leverkusen, was die Winterpause betraf. Nach der Winterpause kamen die Spiele Bremen und Leverkusen. Und trotzdem haben wir grottenschlechten Fußball gespielt. Ja? Ich finde es ein bisschen schade, dass er das jetzt anführt. Vielleicht bringt er das gleich noch, weil der Fußball war schlecht. Ja? Und man hat gesehen, dass man nicht so eine Rückrunde mit dieser Art Fußball spielen wird. Wir haben super viele Spiele mit super viel Glück gewonnen, weil wir einen starken Leroy Sané hatten, ja, weil wir einen Harry Kane hatten, die durch Einzelaktionen diese Spiele gewonnen haben. Und nicht, weil wir eine starke Mannschaftsleistung auf dem Feld hatten oder dass man gemerkt hat, das ist eine Mannschaft. Nein, das waren gefühlt 11 Egoisten auf dem Feld und du hattest das Glück, dass manche Egoisten Bock hatten, in guter Form waren und deswegen haben wir die Spiele gewonnen. Dass das nicht in der Rückrunde so weiterging, das war sowas von 100% klar. Ja, vielleicht für den einen oder anderen nicht, deswegen war ja hier auch Kontroversen auf dem Kanal. Für mich war das von Anfang an klar und das habe ich auch so kommuniziert und am Ende des Tages habe ich recht behalten. Du kannst, wenn du als Mannschaft agierst und du hast mal einen Spieler, 2, 3, die vielleicht nicht bei 100% sind, die bei 80% sind, fängst du das auf, ja, weil du als Mannschaft agierst. Fängst du das auf, gar kein Problem. Wenn du aber 11 Egoisten auf dem Feld hast und keine Mannschaft, ja, und dann fallen die noch ab oder verlieren die Form, die Tore schießen, dann fängst du nichts mehr auf. Ja, dann geht das genau so dahin, wie es gerade dahin gegangen ist. Letzte Saison. Die dann, glaube ich, dazu geführt haben, dass es dann eben nicht mehr so rund lief und auch bei Minje nicht mehr so rund lief.
Er kam nach dem Asien Cup zurück, wurde dann sofort, glaube ich, in Leverkusen wieder auf den Platz geworfen. Ja, lächerlich. Er hat es nicht gut gemacht wie einige an dem Tag, aber Ja, bis dahin auch. hat er eigentlich eine sehr, sehr, aus meiner Wahrnehmung von außen, sehr gute Saison gespielt. Und dann begann die Rückrunde, dann wurde Vertrauen verloren, er hat Fehler gemacht, man hat ihn auf die Bank gesetzt und dann hat bei ihm so eine Überlegen eingesetzt. Und das ist bei Spielern halt meistens das Problem, wenn du anfängst zu überlegen, du willst alles bestmöglich machen, dann fehlt dir diese Intuition, die du brauchst. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Wir haben dann im Sommer Entscheidungen gefällt, was die Innenverteidigung betraf, haben ganz klar das Vertrauen ausgesprochen, was Min-jae und Upa betraf, oder die anderen Jungs, die eben auch Winnie genannt hat. Aber wir wussten, die beiden Jungs, wenn die Vertrauen haben, sind das Fighter, auf die du dich verlassen kannst. Und das Vertrauen haben sie eben wiedergegeben. Und ich glaube, das ist das, was du eben als Stürmer, wird ja oft gesagt, hey, auch wenn du mal 2-3 Mal nicht treffst, musst du ihn auf den Platz lassen. Das Ähnliche ist bei Innenverteidigern. Das soll es natürlich nicht 3-4 Spiele dauern. Wenn man dann Spiele verloren hat, wäre es auch doof. Aber das haben sie im Grunde vom ersten Tag an gezeigt, dass sie dieses Vertrauen, was sie von uns gespürt haben, auf dem Platz wiedergegeben haben. Und dann sieht man, was für eine Qualität sie haben. Und bei Min-jae ist noch der Unterschied, wir arbeiten sehr viel mit Daten. Und wenn du sagst, aus Italien kommend, dann ist es ein Unterschied von Italien, Serie A, Top-Innenverteidiger, eine Liga, die sehr viel verteidigt, ist Min-jae herausragend gewesen. Und in Deutschland ist es eben so, dass die Zeit kürzer ist als Innenverteidiger, was den Spielaufbau betrifft. Und das ist ja das, was man ihm so ein bisschen angehangen hat, dass er da eben einen oder anderen Fehler gemacht hat. Das war aber, habe ich ja gerade schon gesagt, das war aber auch super schlecht in der Hinrunde letztes Jahr. Ja? Das war eine Katastrophe, was er da im Spielaufbau sich geleistet hat. Also, das muss man mal ganz klar sagen. Der defensive Part war völlig fein, aber alles andere war vogelwild. Aber auch da hat er sich jetzt adaptiert, auch da ist er jetzt nochmal besser und stabiler geworden. Auf jeden Fall, ja. Vertrauen und eben ein Stück weit auch die Zeit. Ich glaube, das ist der große Unterschied, den Min-jae jetzt zu dem macht, den wir alle von Ja, und dass er endlich auch mal eine Vorbereitung hat. Ja? Wie es Max schon sagte, er kam dann vom Asien Cup, wurde direkt reingeschmissen mit dem Opa, der direkt aus einer Verletzung kam und dann spielt man so gegen Leverkusen. Und in der Hinserie kam er aus dem Militärdienst, der hat nicht einmal eine Vorbereitung mitgemacht. Das dieses Jahr war die erste Vorbereitung. Ja. Trotzdem war der Saisonstart holprig, aber Max hat es ja gerade gesagt, und wenn man sich jetzt anguckt, wie Upa und Min-jae das bisher gemacht haben, gerade die letzten Wochen, war das schon sehr stark, muss man ganz klar sagen. Von Anfang an erwartet haben. Dann ist David Fehr für die Bild-Zeitung an der Reihe. Ja, eine Frage zum Mittelfeld. Da Palhinha und Pavlovic ausfallen, hat Leon Goretzka wieder die Nase vor Konrad Laimer, so wie er auch auf St. Pauli ran durfte. Was ist jetzt, Tonausfall? Ja, verstehe ich, Alter. Will ich auch den Ton abstellen. Ja, von was? Also für mich persönlich, sage ich euch, wie es ist. Nochmal, vom Typ her, ich mag einen Leon 100%. Leon, aus meiner Warte, passt nicht in dieses System. Ja, ich bleibe dabei, gegen St. Pauli stand er 80% entweder im Weg im Mittelfeld oder war einfach am Spiel nur beteiligt. Ja, ich weiß nicht, wie man Goretzka da so hochloben kann beim Spiel gegen St. Pauli. Ich meine, er kann mich natürlich eines Besseren belehren, ja. Wenn Winnie jetzt auf ihn setzen sollte, das werden wir ja sehen. Palhinha wird ja länger ausfallen, aber für mich wäre Conny Laimer der ideale Achter in diesem System. Ja, gerade wenn wir darüber reden, wir wollen hochpressen, wir wollen anlaufen, dann ist Conny Laimer dafür der Mann. Ja. Und es wird Zeit, dass Conny Laimer endlich mal seine Chance auf dieser Position bekommt bei uns, weil die hat er noch nie richtig bekommen. Ja. Das wird sehr spannend zu sehen sein. Wir hören mal, was er sagt. Er wird natürlich jetzt nichts verraten, ja, aber er wird es diplomatisch wie immer machen. Aber das wäre mein Take dazu. Was ich bis jetzt gehört habe, wir sind natürlich früh noch, weil wir trainieren nachmittags, aber ich glaube, Manu hat Stich im wie sagt man das? Rippe? Ja. Im Rippekaste? Ja? Rippenkasten ist geil. Irgendwo in diesem Bereich, aber wir hoffen noch trotzdem, dass es nicht so schlimm ist und dass er einfach morgen spielen kann, aber wir müssen noch einmal abwarten, wie es heute im Training läuft. Das ist für Manu und nein, ich weiß die Frage noch, nur ich muss manchmal länger überlegen, weil ich muss das in eine andere Sprache machen, deswegen. Nein, für Leon, der hat es einfach gut gemacht, hat auch gegen St. Pauli von Anfang an gespielt, da hatten wir Joao nicht verletzt, einfach weil er auch, wie gesagt, ein Teil dieses Kaders ist
und einfach gemacht hat, was er machen muss im Training. Aber in diesem Bereich muss ich ehrlich sagen, fairerweise, ich habe keine Beschwerden. Ich habe kein einziges Spieler gehabt, die nicht 100% alles gegeben hat im Training, sonst spielen die auch nicht, keine Chance. Und Leon hat einfach auch in die schwierige Zeiten gemacht, was er machen soll. Natürlich manchmal unzufrieden, das ist total normal, aber totaler Profi und deswegen ist es für mich eine ganz deutliche, ganz einfache Entscheidung zu sagen, okay, wir machen einfach weiter, weil wir haben die Spiele 100% Vertrauen in diese Spiele und Konrad kann auch in dieser Position spielen, das stimmt, aber wir haben viele Verletzte in die Verteidigung jetzt im Moment und er hat es überragend gemacht in diese Rolle. Okay, dann hat der Vini es doch verraten, das heißt, wir sehen wieder Kimmich Goretzka. Tschakka, nix mit Conny Leimer auf der 8. Also wir haben 2 Verletzte, aber es ist jetzt nicht, dass wir auf einmal jetzt Kopfschmerzen haben, weil die Qualität weniger ist. Das ist nicht der Fall. Das ist einfach ein anderes Profil und jetzt jeder muss immer zeigen. Aber wir haben Vertrauen, dass die Leistungen stimmen werden. Dahinter dann bitte Klaus Bergmann für die dpa. Herr Kompanie, das war jetzt die letzte Länderspielpause. Lass mal die Offensive dahingestellt. Ja? Ich denke, da kannst du das natürlich verkraften, wenn Leon da rumläuft. Der wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen besser reinkommen, wenn er jetzt vielleicht ein paar Spiele dann kriegt, ja, wieder in Zusammenspiel mit seinem Bro, alles gut, dann wird das offensiv auf jeden Fall wieder ein bisschen besser, wie es gegen Pauli zum Beispiel war. Da ist Palhinha jetzt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, was das Offensivspiel anbelangt. Aber defensiv, Alter, mir graut's. Mir graut's, wenn ich daran denke. Ich kann mich natürlich täuschen, ja. Aber ich denke, wir werden wahrscheinlich wieder öfter mal sehen, dass der Sechserraum so gar nicht besetzt ist, was die Defensive anbelangt. Aber gut, vielleicht kriegt Vinny da aber auch den Schalter umgelegt bei den beiden. Ja, lassen wir uns überraschen. Vielleicht kann Leo mich eines Besseren belehren, dass das vielleicht doch wieder klappt mit Miosch, ich weiß es nicht. Die haben ja mal ein starkes Jahr gehabt zusammen, also es ist ja nicht so, dass es nicht gehen würde. Aber es wird interessant zu sehen sein, ja. Wie gesagt, weil für mich ist das, was wir aktuell spielen, kein Leon-Goretzka-System. Aber schauen wir mal. Das geht jetzt so in den Endspurt des Jahres. Mit welchen Zielen gehen Sie in diese letzten Spiele? Also wo wollen Sie stehen? Ja, mit welchen Zielen gehen wir in diese Spiele, Alter? Was eine dumme, hohle Frage. Beim FC Bayern. Die kannst du ja vielleicht beim FC St. Pauli stellen, der dann sagt, jo, es wäre schön, wenn wir über den Strich stehen würden oder wenn wir noch 3 Siege aus den nächsten 8 Spielen holen. Aber diese Frage, man sieht schon an Max Eberl Ausdruck, Alter, kannst du nicht beim FC Bayern stellen. Ja, was ist denn das Ziel? Das Ziel ist, jedes Spiel zu gewinnen. Punkt. Zum Jahresende in den einzelnen Wettbewerben. Ja, dann werde ich jetzt eine Bocht sagen. Ich habe jetzt nicht zugehört. Ein Bogen. Ich werde jetzt einen Bogen machen, weil Sie will jetzt sprechen. Hat der Dieter jetzt gerade gesagt, er hat nicht zugehört? Als unser Pressesprecher, der da die Pressekonferenz leitet? Also das ist aber dann nicht mehr wie stets bemüht, oder? Wo ich stehen will, wo wir stehen wollen am Ende des Jahres. Und dann kann ich endlich sagen, Jungs, wir spielen morgen gegen Augsburg. Und das haben wir noch nicht gesagt heute. Und ja, Sie wissen, ne? Ich habe gewartet, ich habe gedacht, irgendwann kommt das, aber es ist wichtig für mich, dass es einfach nur über das nächste Spiel geht. Wir wollen morgen gewinnen, wir wollen morgen wieder die Leistung bringen, dass wir bevor die Länderpause gemacht haben und es geht bei mir nur um eins und das ist die 95 Minuten gegen Augsburg morgen und dann das nächste. Und nur dieser Schritt ist für mich heute wichtig. Mario Klischel wieder für den Kicker, bitte. Ich frage sofort zu War aber auch eine dumme Frage, Alter, ne? Augsburg, aber danke. Vorher noch kurz zu Neuer. Sven Ulreich ist, glaube ich, auch angeschlagen. Wäre jetzt dann Daniel Peretz dann theoretisch dann im Einsatz? Nee, wir verpflichten doch schnell ein. Weil Daniel Peretz ja so schlechte Leistung bei der Nationalmannschaft gebracht hat. Ne? Werden wir noch kurz einen aus der 2. oder 3. Mannschaft hochziehen, damit der dann spielen kann, anstatt Manuel Neuer und Sven Ulreich, wenn die beiden ausfallen sollten.
Junge, das ist genauso eine hohle Frage wie die vorher. Wenn Manuel Neuer und Sven Ulreich ausfallen sollten, ja, dann spielt natürlich ein Daniel Peretz, Alter. Was ist das für eine Frage? Wenn Manuel nicht spielen kann. Und dann zum FC Augsburg. Wie bewertest du den FCA? Wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen? Ja, ich muss sagen, also wir gehen davon aus, dass Manu es noch schafft. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es für morgen auf jeden Fall Perez. Keine Zweifel, hat es auch sehr gut gemacht in die letzten 2 Spiele für seine Nationalmannschaft. Leider gegen Belgien. Let's go, Alter. Und für Ulle aus Privatgründen können wir eigentlich nichts dazu sagen. Also ist im Moment steht nicht zur Verfügung und mehr können wir nicht sagen im Moment. Und wenn alle Stricke reißen, dann stellst du einen Bernd Dreher nochmal rein, oder? Dann über Augsburg, ja, das war natürlich in den letzten Jahren immer ein schwieriges Spiel für Bayern. Und es bleibt ein Derby. Wir müssen immer, glaube ich, Stunden fliegen oder fahren, damit wir ein Spiel machen aus Bayern. Aber jetzt sind das sogar unsere Nachbarn und das ist immer was extra. Ich glaube auch, dass die haben letzte Saison noch mitgespielt für Europa. Das heißt, die haben eine sehr gute Entwicklung gemacht und Jes Torup kenne ich auch aus Belgien. Und ich weiß einfach, dass diese Spieler, diese Derbys, dass das einfach immer, gerade nach der Länderpause, jetzt Freitag, unser Fokus war ab Montag einfach ganz, ganz hoch auf dieses Spiel und wir werden das nicht unterschätzen, auf jeden Fall nicht. Aber das Schöne ist ja, dass ein Leo nicht bei der Nationalmannschaft war, oder? Ich weiß es natürlich, ich bin nicht drin im Nationalmannschaftsthema, aber soweit ich weiß, ist Leo kein Nationalspieler mehr. Das heißt, der muss ja 150% Vollgas geben können gegen Augsburg. Also, der muss ja rausstechen aus dieser Mannschaft dann. Vielleicht kann ich kurz das noch ausführen. Sven Ulreich fällt aus persönlichen Gründen bis auf Weiteres aus. Wir bitten das zu respektieren. Okay. Dann Stefan Kumberger. Ja, völlig okay, Alter. Ne? Erstmal alles Gute. Wa? Es hört sich ja immer... wollen da natürlich jetzt nicht mutmaßen, aber ist ja dann meistens nicht so erfreulich. Von daher alles Gute an Ulle. Bitte nochmal. Vincent, wenn Sie den Spielern freigegeben haben, wie haben Sie denn die Pause verbracht? War da auch mal Zeit für Privatleben oder immer nur Fußball im Kopf? Ja, muss ein bisschen Zeit sein für Privatleben oder ich wohne alleine in München danach. Nein, was gut ist, man hat immer ein bisschen Zeit auch, weil als Trainer hast du immer nur das nächste Spiel, haben wir gerade besprochen, wir wollen über die nächsten 6 Wochen sprechen. Es geht nur um Augsburg. Und ja, in diesem Moment hast du ein bisschen Zeit, gerade in dieser ersten Woche. Das ist auch ein Riesenunterschied, ja, wenn wir das auch mal mit dem Tuchel vergleichen. Ja. Beim Tuchel hast du immer das Gefühl gehabt, auch ja, komm, wir hängeln uns mal durch die Bundesliga durch bis zum nächsten Champions League-Spiel, dann war Tuchel irgendwie on fire. Es ist völlig richtig, wir müssen, das ist ja eigentlich auch logisch, es geht immer nur um das nächste Spiel, Alter. Wir gucken doch nicht jetzt schon, was ist in 3 Spielen, in 4 Spielen, wenn wir gegen Dortmund spielen. Wen interessiert es jetzt? Keinen, Alter. Ja, und das ist auch so gut, dass Winnie das auch nicht müde wird, immer und immer wieder zu wiederholen und dass er sich auch nicht auf solche dummen Fragen einlässt, da, wo wollen sie stehen, Blasöls. Ich meine, die Frage ist rhetorisch aus meiner Sicht, sondern immer Fokus auf das nächste Spiel, nicht mehr. Ja, fertig. Und das muss man dieser Mannschaft auch mal wieder einbläuen. Ne? Das war nämlich auch ein Problem in den letzten Monaten, wenn nicht Jahren. Ja? Dass man das Gefühl hatte, oh ja, jetzt ist Champions League, dann ist nehmen wir mal Libo als Beispiel, dass er selber kommuniziert so, dann ist er on fire und in der Bundesliga hat er keinen Bock. So, ja. Und das ist super wichtig, dass da wieder der Fokus anders geschärft wird. Gedanken zu machen über die letzten 10 Spiele vielleicht, über die nächsten 10 Spiele. Also ich habe schon ein bisschen weiter geschaut in dieser Periode, aber jetzt diese Woche nicht mehr. Aber dann hast du die Zeit und das ist auch wichtig. Und das haben wir auch genützt und wir haben auch andere Mannschaften geschaut, mal zu schauen, ob irgendwo anders was interessant passiert.
das kannst du machen in dieser Zeit und dann natürlich Familienzeit und dann ab Montag hast du nur einen Fokus und das ist eigentlich das nächste Spiel und hoffen, dass keine Verletzte zurückkommen. Das ist nicht gelohnt dieses Mal, aber das ist ungefähr dein Fokus in dieser Periode. Ja, und das ist auch wichtig, ja, das wissen wir ja alle selber. Klar, wir sind keine Profisportler, wir reisen nicht jeden Tag rum und so weiter, aber ich denke, jeder weiß, wie wichtig eine Work-Life-Balance ist. Ja. Na gut, in Deutschland ist es immer noch ein bisschen anders, da wird das immer noch alles so ein bisschen belächelt, ganz anderes Thema. Aber das ist im Profisport natürlich dann auch super wichtig. Ja. Und wenn man die Möglichkeit hat, da jetzt zu sagen, komm, wir machen jetzt ein paar Tage frei, einfach auch vom Kopf her. Ja. Nicht nur das Körperliche, auch vom Kopf her ist das wichtig. Und wie er sagt, halt auch das Familienleben einfach. Ne. Das kannst du natürlich nicht mit uns Otto-Normalverbrauchern vergleichen, wenn die Jungs da alle 3 Tage spielen und dann davon noch 2 Auswärtsspiele und dann so gut wie gar nicht zu Hause sind und so weiter. Ne? Das ist schon wichtig und richtig. Jetzt haben wir doch noch 3 Fragen, Schaffner. Gerne Hanna Reif nochmal. Ja, Herr Eberl, wir haben gerade schon über Belastung und über Pausen, die nur manche hatten, gesprochen. Was denken Sie denn mit Blick auf den Spielplan, mit Blick auf dieses Freitagsspiel? Ist das ein Nachteil für den FC Bayern? Klar, man möchte nach einer Länderspielpause eigentlich nicht der Erste sein, der spielt, aber es passt eigentlich von den Spielen her. Es ist ja der Rhythmus, den die Jungs kennen, alle 3-4 Tage zu spielen. Ja. Es waren die Deutschen ja die Letzten am Dienstag. Josh eine Halbzeit gespielt, Jamal eine halbe Stunde, Serge 60 Minuten. Also alle haben so gespielt, dass sie eigentlich am Freitag auch topfit sein können. Das Entscheidende ist eigentlich, dass du sitzt am Bildschirm immer und drückst die Daumen, dass alle gesund bleiben, alle nach jedem Zweikampf aufrecht stehen und wieder weiterlaufen. Aber ich sag ja, wir müssen endlich weg von dieser scheiß Länderspielunterbrechung. Ja? Macht das am Ende der Hinrunde und dann macht das am Ende der Saison. Dann ist doch alles fein. Ja? Wie oft haben wir das schon gehabt, und da sind wir mit Sicherheit nicht der einzigste Club, wo du dann verletzte Spieler wieder bekommst. Was soll diese Scheiße? Ja? Macht das am Ende der Hinrunde, macht das am Ende der Saison, dann endet die Hinrunde ein paar Wochen eher und dann hast du einen 4 oder 5 Wochen Block für die Nationalmannschaft. Ja. Wenn sich dann da ein Spieler verletzt hat, das hat kaum Einfluss auf den Club. Ja. So wie das aktuell ist es komplett Banane, Alter. Ja. Wie er es gerade richtig sagt, du musst ja hoffen und beten bei jedem Zweikampf, oh, hoffentlich steht er auf und es ist nichts passiert. Ja. Überlegt euch das mal, das ist doch eine Katastrophe. Ja? Verstehe ich nicht, warum man das nicht endlich mal ändert. Junge. Natürlich ein Thema. Man merkt das ja mit der Belastung. Jetzt kann man sagen, in der Hinrunde haben wir eigentlich kein Spiel mehr, weil die Spiele mehr kommen ja erst am Januar, Februar, wenn du Playoff spielen müsstest. Dann wären es 4 Spiele schon mal per se mehr in einer Saison. Und Spieler haben sich ja auch schon zu einem gewissen Zeitpunkt geäußert zu Themen. Es ist schon so, dass wir uns, glaube ich, im Fußball auch generell mal und größer Gedanken machen müssen, wie dieser Terminplan aussehen kann. Mit Winnie drüber gesprochen, Winnie hat auch ein Meeting gehabt, wo man dann auch kreative Gedanken geführt hat, wie man eben auch solche Länderspiele, Champions League, Bundesliga oder also Ligabetrieb, Pokalbetrieb, wie man den vielleicht auch mal neu strukturieren muss. Wir müssen uns einfach Gedanken machen, generell nicht dauernd nur Löcher stopfen und versuchen, Pflaster drüber zu kleben. Es geht schon irgendwie, sondern irgendwann kommst du zu einem Punkt, wo man sich das große Ganze mal von außen anschauen sollte und sich überlegen sollte, was ist das Beste, um Spielplan, Fernsehverträgen gerecht zu werden, aber auch Ligabetrieb und internationalen Wettbewerb, also Champions League, Europa League gerecht zu werden. Aber das ist eine Thematik, die ist nicht für heute, aber das sind so Gedanken, die kommen einem natürlich und gerade wenn man viel spricht und dann ein bisschen mehr Zeit hat, raus aus dem Liga-Alltag mal ein bisschen größer zu schauen, dann sind das schon Themen, wo man, glaube ich, auch kreative Ideen finden kann, die allen gerecht werden. Und jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber das sind die Gedanken, die wir uns dann... Ja, und das finde ich auch richtig und wichtig. Ja, und da wäre es doch auch mal schön, super Standbild übrigens, dann wäre es doch auch mal schön, dass da nicht irgendwelche alten Säcke in der UEFA und in der FIFA sitzen, die 80 Jahre plus sind, Alter, wo du das Gefühl hast, die sind alle schon dement, sondern da ist es doch wichtig, dass man gerade von diesen großen Mannschaften, ja, aus allen Ligen, da doch mal Ideen sammelt, da mal einen Kongress hat und da mal Ideen ausarbeitet und dann die UEFA und FIFA mit ins Boot nimmt. Ja. Aber das sind ja immer alles so eine sturen Köpfe da, die meinen, ja, wir entscheiden das hier und dann hat das so zu funktionieren. Das ist super schade. Ja.
Weil gerade die Leute, die doch da von betroffen sind, das sind doch die Leute, die dann sehr wahrscheinlich auch die vernünftigsten Ideen beisteuern können. Gemacht haben. Vorletzte Frage bitte, Maximilian Steiger für Sky. Noch einmal eine Frage an Vincent Kompany. Morgen geht es ja gegen Augsburg. Wir wollen noch einmal über Augsburg sprechen. Thomas Müller kommt im November erst auf 18 Minuten in 3 Spielen. Nee. Echt? Unsere Vereinslegende, der immer so gute Leistungen bringt und 20 Millionen plus verdient? Wie, für 18 Minuten? Könnte er morgen wieder in der Startelf stehen? Und eine Frage an Max Eberl. Sie kommen ja auch aus Bayern. Eine Frage, Alter. Könnte Thomas Müller morgen wieder in der Startelf stehen? Nein! Du hast die Frage doch gerade selber beantwortet, Alter. Er hat im ganzen November 18 Minuten gespielt und das ist mit Sicherheit nicht aufgrund dessen, dass Thomas Müller an dem Leistungsniveau ist, Alter. Ja? Thomas Müller spielt nicht, wenn Jamal Musiala fit ist. Wo soll ein Thomas Müller spielen? Wo? Harry Kane vorne ist gesetzt. So, ohne Wenn und Aber. Du hast 4 Außenspieler, mit Ibrahimovic 5 Außenspieler auf den Außenbahnen, was wirkliche Außenbahnspieler sind, was ein Thomas Müller nicht ist. Er kann ein guter rechter Schienenspieler sein, ja, wenn er vielleicht noch mal 5 Jahre jünger wäre. War aber auch damals noch nie seine wirkliche Position. So, weiter. Wo soll er spielen? Musiala in der Form, die er aktuell hat, steckt ein Thomas Müller in die Tasche. So. Soll Thomas Müller jetzt den Achter geben oder was? Ja, die einzige Möglichkeit, die ich sehen würde, wäre wirklich, dass man Musiala zurückzieht, dass Musiala einen offensiven Achter gibt und einen Thomas Müller davor spielt. Ansonsten, es ist gerade kein Platz in dieser Mannschaft für Thomas Müller. Und genau deswegen hat er auch nur 18 Minuten gespielt. Ja? Und hat auch nur gespielt, wenn Jamal Musiala irgendwie angeschlagen oder sonst was war. Und das wird sich nicht ändern. Diese komplette Saison wird sich das nicht ändern. Ja, auf den Außenpositionen ist gar kein Platz für Thomas Müller. Vielleicht kommt da mal eine halbe Stunde für einen Harry Kane rein, wenn jetzt ein Mathys Tel ausfällt. Ja, solche Dinge. Ja, aber das war's auch, Leute. Er wird ein Ersatz sein für einen Musiala und für einen Tell, nicht mehr. Ach, für einen Musiala und einen Harry Kane, nicht mehr und nicht weniger. Ja, ganz einfach. Die Zeit ist einfach zu Ende. Ja, und er muss endlich mal langsam einsehen, wie jetzt ein Ballack gesagt war, glaube ich, war es, oder auch ein Basler, der oft Scheiße labert, aber da haben sie recht gehabt. Man muss aufpassen, dass man als diese Art Spieler nicht den Zeitpunkt verpasst, wo man auf seinem Level abtritt. Ja? Ansonsten wird es irgendwann dann auch unwürdig. Ja, ich finde es jetzt schon die 2. Saison. Also es wäre super überraschend, wenn Thomas Müller diese Saison auch nur ansatzweise nochmal eine wichtige Rolle in dieser Mannschaft spielen wird. Ja, er wird in der Mannschaft immer eine wichtige Rolle spielen, im Verein immer eine wichtige Rolle spielen, aber sportlich spielt er keine Rolle mehr in dieser Mannschaft. Ja, du kannst auch anstatt einen Thomas Müller da, wir haben es gerade gehört, 18 Minuten im November, anstatt dass du einen Thomas Müller für 10 Minuten auf St. Pauli bringst, kannst du auch einen jungen Spieler da reinwerfen für die 10 Minuten. Ja. Also sportlich spielt ein Thomas Müller keine Rolle mehr. Und das ist kein Thomas Müller-Hate, das ist kein sonst was. Thomas Müller ist ein super verdienter Spieler, ist ein Gesicht des FC Bayern, müssen wir nicht drüber reden. Aber die Zeit ist einfach vorbei, Leute. Ja, so. Und Thomas Müller sollte das jetzt mal langsam selber einsehen und sollte sagen, yo, ich habe eine schöne Zeit gehabt und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, den Hut zu nehmen. Ja, also. Aber nur meine Meinung. Genau dieses Bayern-Gehen, was Thomas Müller in sich trägt, morgen im Bayern-Derby noch einmal entscheidend sein? Ja, also nochmals, wir haben jetzt noch eine Gruppe Spieler, die erst zurückkommt, die sind jetzt zum ersten Mal im Training sozusagen. Das heißt, man muss immer, gerade wenn wir Freitagsspiele abwarten, bis letzten Moment, dann bekomme ich von die ganze medizinische Ab. Wie gesagt, sollte ein Musiala müde sein, sollte ein Harry Kane müde sein, sollten die irgendwelche Bewegchen haben. Ja, dann wird ein Thomas Müller spielen. Ansonsten nein. Ein Thomas Müller wird nicht spielen. Es sei denn, es sind dann auch alle 4 oder 3 Flügelspieler müde oder haben Bewegchen. Ja, dann spielt ein Thomas Müller. Aber ansonsten nein. Wird ein Thomas Müller nicht spielen. Vielleicht wird er dann eine halbe Stunde kriegen, je nachdem wie das Spiel läuft. Aber das war es auch.
Ja, und das ist Thomas Müllers Rolle in dieser Mannschaft diese Saison, nicht mehr. Abteilung und Athletikabteilung eine Bestätigung, dass die Spieler fit sind und dann kannst du sagen, okay, diese Spieler spielt oder nicht. Also im Moment habe ich schon ganz oft gesagt, wie wichtig Thomas Müller ist und es geht manchmal nicht nur in seine Rolle, wo er natürlich für uns schon auch wichtig war auf dem Platz, aber er hat natürlich, ich werde es nochmal machen, weil ich glaube wirklich, dass die Entwicklung von Spielern wie Jamal Musiala auch zu tun haben mit die Rolle von Spielern wie Thomas Müller. Ja, da gehe ich mit, ja. Also da gehe ich 100% mit. Ich verstehe auch, worauf er hinaus will. Deswegen sage ich ja, es ist wichtig, dann irgendwann zu sagen, jo, alles klärchen, ich rück jetzt vielleicht zurück. Ja. Wo wäre denn das Problem, wenn Thomas Müller sagen würde, ja, alles klar, ich spiele sportlich keine Rolle mehr. Ja, gehe ich direkt in den Co-Trainerstab, ja, bin an der Mannschaft weiter dran und so weiter. Aber da muss ich nicht mich da hinstellen und noch 20 Millionen plus von diesem Verein aus der Tasche saugen. Ja, wenn ich in der ganzen Saison irgendwie 300 Minuten Spielzeit bekomme. Ja, das fühle ich persönlich da nicht. Und ich gehe 100% mit, dass Thomas Müller super wichtig für diese Mannschaft ist, ja. Für das Mannschaftsgefüge, für die jungen Spieler ranführen, er wird mit Sicherheit auch so Musiala besser machen und so weiter. Da gehe ich 100% mit, ja, aber dann geh in den Trainerstab. Ja, dann kannst du das ja machen, ist ja völlig fein. Ne? Deswegen Spieler 20 Millionen plus zu zahlen, sorry, fühle ich halt persönlich nicht. Diese Tore, dass du schießt im 60-Meter-Raum mit einem Kontakt und auf einmal bist du da, das lernst du nicht so. Das hat zu tun mit diesen Spielen, womit du jeden Tag trainiert, jeden Tag zusammen bist. Und die Rolle von Thomas ist für uns unglaublich wichtig. Und es kommen noch sehr viele Spiele, also ob das morgen ist oder später, seine Rolle wird auch wichtig bleiben für uns. Also ist kein Thema. Er wird nur spielen, sollte ein Musiala oder ein Harry Kane eine Pause brauchen. Ansonsten wird Thomas Müller in dieser Mannschaft keine Rolle mehr spielen sportlich. Er wird mit Sicherheit immer mal seine 10, 15 Minuten, vielleicht auch mal eine halbe Stunde bekommen. Er wird mit Sicherheit auch mal eine Partie von Anfang an bekommen. Wie gesagt, wenn rotiert wird, wenn so ein Musiala müde ist, so ein Harry Kane eine Pause braucht, alles andere. Sportlich spielt ein Thomas Müller in dieser Mannschaft halt einfach keine Rolle mehr. Das müssen wir einfach mal so knallhart sagen. Ja, das ist halt einfach Fakt. Derby, immer schön, wenn du dann Bayern-Jungs auf dem Platz hast. Wie gesagt, ich kenne Derbys noch gegen 60, dann kannte ich Derbys gegen Nürnberg. Jetzt muss man vor Augsburg großen Respekt haben, die sich quasi in diesen Reigen gebracht haben, jetzt die Nummer 2 in Bayern zu sein und das über ein Jahrzehnt schon. Ja. Deswegen, was Vinny sagt, wir haben großen... Da muss man auch mal sagen, Lob und Anerkennung. Ja? Wenn man mal sieht, wo dann Mannschaften wie eben die genannten, 60, Nürnberg, wenn wir mal im Süden bleiben, aber auch Lautern, Schalke, Hamburg und so weiter, wenn man mal sieht, wo die rumpimmeln, da muss man mal den Hut ziehen vom FC Augsburg, was da geleistet wird. Ja? Weil da ist kein VW, da ist kein Bayer, da ist, ja, das muss man mal ganz klar sagen, das ist so ähnlich wie Freiburg, da muss man mal den Hut vorziehen. Respekt, was Augsburg da leistet und was Thomas betrifft, haben wir immer gesagt, er hat eine herausragende Rolle, jetzt nicht nur in einem Derby, dann vielleicht noch mehr, aber bei seinen 780 Spielen, die er schon gemacht hat, glaube ich, ist er in jedem Spiel motiviert. Und das ist Thomas Müller, wie er leibt und lebt. Und das ist genau das, was wir brauchen. Und das, was Vinny gerade beschrieben hat, wir brauchen ihn im Kader. Er ist Vorbild für viele. Er ist Papa-Figur neben Manuel Neuer. Und wenn er auf den Platz kommt und gebraucht wird, dann ist er in der ersten Sekunde da mit seiner... Das fühle ich auch, ja. Das fühle ich alles zu 100%, was da geäußert wird. Ja, kann man auch gerne so handhaben. Aber doch dann bitte nicht für 20 Millionen plus. Wir reden immer noch über Leistungssport, ja. Und nur weil er eine gute Seele ist und das, ich meine, dass wir in Schuppo haben wir auch keine 20 Millionen gezahlt, ja, weil er die gute Seele war und fürs Betriebsklima gut war. Ist ja völlig fein, ja. Gehe ich ja 100% mit. Thomas Müller ist ein Bayer, ist super wichtig für diese Mannschaft und so weiter. Alles fein, Thomas. Häng noch ein Jahr dran, kriegst du deine 5 Mille meinetwegen, was auch schon viel zu viel ist. Und dann kannst du da der halbe
spielender Co-Trainer sein. Alles ist fein, ja. Aber wir reden über 20 Millionen plus, die er sich dafür reinzieht. Und das ist eine Katastrophe. Unglaublichen Aktivität. Dementsprechend, ich denke, wenn im Derby die Säge klemmt und Vini ihn nicht von Anfang an aufgestellt hat und er käme dann rein, dann wird er brennen. Klaus Bergmann, zuletzt bitte. Ja, noch an Herrn Eberl 2 Fragen. Das eine, Sie haben das Du hast nur noch eine. Ja. Ja. Das eine ist das Testspiel, das Genau mein Humor, Leute. Sie abgemacht haben gegen Red Bull Salzburg. Heißt es, dass es im Winter nicht für ein Trainingslager reicht, also dass man sich ganz hier in München vorbereiten würde? Und die andere Frage, Trainer hat gesagt, er guckt nur aufs nächste Spiel. Sie als Sportvorstand dürfen ja etwas mehr schauen. Also deshalb meine Frage, diese kommenden Spiele jetzt, danach kommt noch Paris, kommt Dortmund, kommt Leverkusen. Wie blicken Sie auf diesen kurzen Turn? Das hat er schlau gemacht. Ne? Ich muss überlegen, wie ich antworte, ohne dass du mir den Nacken sprengst, weißt du? Ja, also wir werden kein Trainingslager machen im Winter. Weil für uns die Zeit einfach zu knapp ist. Reisezeiten wollen wir sparen, wollen es lieber in Trainingszeiten investieren, lieber in einen Urlaubstag mehr. Vollkommen richtige Entscheidung. Ja, man hat ja auch nicht mehr das Katar-Sponsoring, dass man verpflichtet ist, in irgend so ein Land zu fliegen. Ja. Das ist völlig richtig. Ich glaube, das ist auch immer nicht unbedingt so förderlich für die Gesundheit der Spieler. Ja, die haben schon genug Reisestress und dann noch, wie er sagt, dann lieber einen Tag mehr in die Erholung stecken und dann lieber die Zeit, die man sonst mit Reisen verschwendet, in Trainingsphasen stecken. Ja. Das wird dieser Mannschaft gut tun. Das ist aber Entscheidung von Vini und seinem ganzen Stab, die das festgelegt haben, was wir gut finden. Ja, völlig richtig. Und dann haben wir eben 2 Testspiele ausgemacht gegen Kräuter Fürth und gegen Salzburg. Haben wir Kräuter Fürth noch gar nicht bekannt gegeben? Ja, doch jetzt. Ja, jetzt, okay. Jetzt. Oh je, habe ich was rausgehauen. Wahrscheinlich sind die Verträge noch gar nicht unterschrieben. Nee, wir beide an einem Tag. Wir werden beide an einem Tag spielen. Das heißt, wir werden alle in der gleichen Belastung haben. Okay. Und das war die Idee, die wir dabei haben. In der Kürze der Zeit ist hocheffizient zu nutzen, Urlaub so lang wie möglich, aber auch so gut vorbereitet zu sein für Mönchengladbach, was ja für mich auch ein wichtiges Spiel ist. Ja, gehe ich 100% mit, ja. Richtige Entscheidung. Deswegen 2 Tests. Und da sieht man auch mal wieder, weil er immer so gesagt wird, ja, die Trainer beim FC Bayern, die haben ja auch nicht so viel Entscheidungsfreiheit und schon gar nicht so ein Vincent Kompany, weil er ein junger Trainer ist. Ja, haben wir gerade gehört, wer das festgelegt hat, oder? Spiele. Die andere Frage? Ah ja, die kommt auch noch. Ich wollte jetzt eigentlich. Natürlich, wir freuen uns wirklich, dass wir bisher so eine Saison gespielt haben. Vielleicht siehst du so, Bob, kriegt er die Schelle vom Winnie. Haben und in allen Wettbewerben bisher auch wirklich da total im Fluss sind, auch wenn bei der Champions League die beiden Niederlagen waren. Aber jetzt mit dem Heimsieg Benfica, wie wir da komplett dabei sind. Wie gesagt, dieser neue Modus ist ein Stück weit anders als diese Gruppenphase. Das muss man auch alle erstmal kennenlernen. Und wenn man jetzt zum Beispiel dann PSG nehmen würde, unseren Gegner in der Champions League, die haben 4 Punkte momentan, glaube ich, aus den ersten Spielen, sind momentan komplett raus, was die Playoffs betrifft. Aber das ist schon ganz... Das wird schon ein Spiel, es wird natürlich nicht entscheidend sein. Ja. PSG wird danach noch ihre Punkte holen, genauso wie wir das werden. Aber derjenige, der dieses Spiel nicht gewinnt, hat mit den ersten 8 nichts mehr am Hut. Ja. Also PSG ist da ja noch schwächer wie wir dran. Wir haben ja immerhin jetzt die 6 Punkte. Sollte PSG gegen uns nicht gewinnen, sind die schon mal raus aus den ersten 8. Ja, sollten wir unentschieden spielen, sind wir auch raus aus den ersten 8. Dann werden wir beide in die Playoffs gehen. Aber natürlich wird Paris in die Playoffs kommen. Ja, du musst 24. werden. Alles ist gut. Ja, Paris hat jetzt halt auch ein paar schwere Gegner. Ein ganz besonderes Spiel für uns. Im Pokal Leverkusen, ja, gefühlt irgendwie das vorweggenommene Finale, aber es ist, wie es ist. Wir spielen zu Hause in der Allianz Arena und wollen alles dran setzen, da auch in die nächste Runde einzuziehen. Und mit Borussia Dortmund eben einen Gegner in der Bundesliga, wie gesagt, Augsburg, Heidenheim, da kommen schon noch ein paar, gegen die wir zu spielen haben. Aber wir wollen natürlich, und das haben wir von Anfang an gesagt, wir wollen jedes Spiel beginnen und wir wollen es gewinnen. Ja, und das beinhaltet eben auch die letzten Wochen, die sehr intensiv werden, dass wir da auch in jedes Spiel gehen wollen, um es zu gewinnen. Und das ist eigentlich die Aussicht, die ich geben kann. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Vielen Dank. Danke euch. Bis morgen. Warm anziehen. Es wird kalt. Servus. Ciao. Servus. Ja, sehr schöne PK fand ich. Ein paar Fragen, die einigermaßen interessant waren. Die Antworten waren vorherzusehen. Die Antworten waren gut und gehen in die richtige Richtung, wie aber auch schon die ganze Zeit unter Winnie. Ich freue mich, es geht wieder los. Ja, ich habe die Erholung auch genutzt. Hier auf dem Kanal war ein bisschen ruhiger. Und
Und jetzt gehen wir wieder voll rein, Leute. Freut euch drauf. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende, auch wenn morgen erst Freitag ist. Und natürlich hoffentlich ein schönes Spiel gegen Augsburg. Derby, ja. Ich brenne, ihr brennt, wir brennen alle. Hoffen wir auf ein gutes Spiel. Noch wichtiger natürlich auf einen Sieg. Und ich bin sehr gespannt auf Leon Goretzkas Rolle. Ja. Er kann mich ja auf jeden Fall vom Gegenteil überzeugen. Ich mag einen Leon zu 100%. Und vielleicht findet ein Leon Goretzka ja seine Rolle in dieser Mannschaft und in diesem System. Also in dieser Mannschaft hat er die Rolle, aber in dem System von Vincent Kompany bin ich sehr gespannt. Ne? Und so haben wir halt auch immer ein paar Themen, die wir dann begutachten können. Also, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.